möchte dich fragen, bist du glücklich? Bist du glücklich? Ich denke, es ist manchmal so, wie wir in der Geschichte hier gesehen haben. Manchmal, wenn man klein ist, man startet mit großen Hoffnungen, dann kommt die Realität des Lebens. Und dann möchte man es wenigstens so einigermaßen mit etwas Glück durchs Leben finden, das Leben finden. Und ich möchte dir heute Morgen etwas zurufen. Gib die Hoffnung in deinem Leben nicht auf, das Glück zu finden. Gib es nie auf, auch wenn du älter wirst, auch wenn du hunderte vielleicht von negativen Erlebnissen gemacht hast. Es gibt einen Weg zum Glück. Es gibt einen Weg, glücklich zu leben. Und wir beginnen heute eine neue Serie, die wird uns die nächsten 5 respektive 6 Sonntage begleiten miteinander. Und wir werden uns heute spezifisch die Frage stellen, wie können wir glücklich werden? Was ist der Weg dorthin? Und um euch so ein bisschen einen Überblick zu geben über die nächsten Themen, möchte ich euch es schnell zeigen. Heute über das Glück. Das nächste Mal sprechen wir darüber, warum lässt Gott das zu? Und dann werden wir darüber sprechen, was ist der Sinn des Lebens? Und dann kommt eine ganz besondere Lektion oder ein besonderer Sonntag, das Geschenk von Gott entdecken, das er für uns hat. Und dann das Leben in neuen Dimensionen. Und wir werden in dieser Serie spüren und sehen und versuchen auch zu ergründen, warum glauben wir, warum kann man glauben, ohne das Gehirn ausschalten zu müssen? Warum gibt es einen wirklichen Weg zu einem echten, lebensverändernden Glauben? Jesus sagte vor langer Zeit einmal Folgendes. Er sagt in der Bibel, ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in der ganzen Fülle. Und wir werden in dieser Serie miteinander eigentlich Folgendes tun. Wir werden in allen Botschaften, in allen Predigten, in allen Sonntagen, werden wir vergleichen, hey, wie denken wir? Was meinen wir in unserem Leben? Und wir werden dem gegenüberstellen, was sagt die Bibel zu den gleichen Themen? Und ich finde, es ist eine tolle Möglichkeit. Ich finde, es ist ein absolut faires Angebot, auch in den heute und den nächsten Sonntagen dabei zu sein und einfach diese Dinge zu vergleichen miteinander. Weil am Schluss, und ich finde das so toll bei dem Glauben an Gott, es ist eine persönliche Entscheidung, die man trifft. Es ist nicht etwas, das wir unter Zwang tun müssen und sollen, niemals. Sondern es ist etwas, wo Gott selbst versucht, uns Menschen zu helfen, die wir ja nur das kennen, was wir vor Augen haben, nur unseren Globus kennen, uns zu helfen, Dinge zu sehen und Dimensionen zu sehen, die wir als Menschen nicht einfach sehen würden. Und es ist ein Wunder, das Gott in Menschen bis heute noch tut. Jesus sagt, ich bin gekommen, das Leben zu entdecken, das Leben zu finden, Leben in der ganzen Fülle. Ich möchte es nochmal mit Charlie Brown sagen. Was möchtest du sein, wenn du alt bist? Glücklich! Und Jesus sagt, das ist möglich. Das Leben in der ganzen Fülle beschreibt das eigentlich. Es bedeutet, Sinn im Leben zu haben. Es bedeutet, Zugang zu haben in Nöten des Lebens, Wege zu finden, ohne die Freude zu verlieren. Es bedeutet, in Entscheidungen des Lebens, im Belastenden des Lebens, trotzdem immer wieder Zugang zu haben zu echtem Glück, zu ewigem Glück. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir als Menschen, wir kennen diese Wege nicht oder wir suchen sie auf der anderen Seite. Und wir wollen heute Folgendes tun. Wir wollen schauen, wie denken wir Menschen? Und wir wollen das Denken von uns Menschen dem gegenüberstellen, was die Bibel sagt. Denn zu allen Jahrhunderten haben Menschen versucht, die Wege zum Glück irgendwo auch zu ergründen. Es gab große Philosophen und es gibt bis heute viele Meinungen, wie man glücklich wird. Und wir werden einige davon heute miteinander betrachten. Und auf der anderen Seite werden wir in die Bibel hineinschauen und dort nämlich ein Geheimnis entdecken, dass Gott uns eine Idee, einen Vorschlag macht, wie wir in unserem Leben wirklich glücklich werden. Nur, wir können das nicht wissen, wenn Gott es uns nicht sagt. Und ich möchte euch sagen, wir werden zu dem Geheimnis am heutigen Morgen kommen. Denn ich hoffe, dass du hier bist und dass die Hoffnung nicht aufgegeben hast.
glücklich zu leben. Ich hoffe, dass du hier bist heute Morgen und irgendwo in deinem Herzen die Sehnsucht nicht abgestellt hast, wie finde ich zum Glück? Und wir möchten zunächst einmal schauen, hey, wie denken wir als Menschen? Ein erster Weg, wie wir in unserer Gesellschaft oft denken, dass wir zum Glück kommen, das ist über Wohlstand oder über die Finanzen. Wir denken oft, je mehr Geld du hast, desto glücklicher wirst du sein, weil du dir deine Wünsche erfüllen kannst. Und Hand aufs Herz. Also wenn du die Wahl hast zwischen arm und genug, ich bin für genug. Und ich denke, du auch. Warum? Weil ich habe eines festgestellt im Gespräch, in meinem Dienst über all die Jahre. Armut ist ein Problem und zu viel Wohlstand ist auch ein Problem. Denn beide haben Sorgen. Der eine hat Sorgen, wie komme ich zum Geld, und der andere hat Sorgen, wie verliere ich mein Geld nicht. Und wir denken irgendwo in unserem Leben, hey, irgendwo, und ich denke, viele Schweizer sagen das auch so etwas diplomatisch, weißt du, ich muss jetzt den Luxus haben, aber genug zum Leben. Und irgendwo denken wir, hey, wenn wir das haben, wenn wir finanzielle Sicherheit haben, eine gute Vorsorge haben, dann können wir uns glücklich fühlen. Und ist nicht so, für die allermeisten Menschen in der Schweiz ist das eine Realität. Die Frage ist, sind wir glücklich? Ein zweiter Weg, wie wir uns oft denken, dass wir zum Glück kommen, ist durch das Bildungswesen. Wir denken, Bildung ebnet uns den Weg zur Selbstverwirklichung und zum Glück. Je höher die absolvierte Schule ist, desto besser sind deine Chancen auf eine glückliche Zukunft. Und es ist ohne Zweifel so, dass uns Bildung vieles ermöglicht, dass Bildung auf der ganzen Welt maßgeblich, ich sag mal, auch zu einer gesellschaftlichen Stabilität beiträgt. Dass Bildung auf der ganzen Welt es Menschen ermöglicht, ich sag mal, auch ihre Gaben auszuloten, ihre Gaben zu gebrauchen in diesem Leben. Und das ist etwas Wunderbares. Ich denke nur an all die tollen Fachkräfte, die wir in unserem Schweizer Land haben. Und was tun Menschen nicht alles? Wie viel hast du vielleicht in deinem Leben getan, bis spät in die Nacht gebüffelt und hast für deine guten Noten gekämpft und vielleicht auf so manche Stunde Schlaf auch verzichtet. Ein dritter Weg, den wir oft auch in unserer Gesellschaft gehen und denken, das ist der, je mehr medizinische Hilfe du bekommen kannst, desto eher fühlen wir uns glücklich oder haben wir Lebensglück. Und es ist ohne Zweifel so, ich bin so froh, kann ich euch offen sagen, dass ich in der Schweiz wohne. Ich bin so froh, dass ich gut versichert bin. Ich bin auch so froh, wenn ich die Versicherung nicht brauche. Und auf der anderen Seite, wenn du sie brauchst, es ist so ein Geschenk, wenn du hier krank wirst, kommst du in den Genuss von Spitzenmedizin. In anderen Ländern der Welt hast du gar keine Perspektive. Und ich denke, es gibt noch andere Wege, wie wir versuchen, irgendwo auch zum Glück zu kommen bei uns. Das kann der richtige Lebenspartner sein. Und es ist ohne Zweifel, hey, so, wenn man eine glückliche Ehe hat, ist ein großes Geschenk. Ist ohne Zweifel eine Bereicherung. Aber ich habe auch festgestellt, weißt du was, manchmal sind die in Beziehungen, die wünschen sich, sie wären nicht mehr drin. Und manchmal sind die keine haben, wünschen sich, sie hätten eine. Und die Frage ist oft nicht so sehr, habe ich jemanden, sondern gelingt es zwei Menschen miteinander, einen Weg im Frieden, der Harmonie zu gehen? Oder wir denken, die gesunde Ernährung, das alles. Manche Menschen machen ihr ganzes Glück heute abhängig von der Ernährung. Also ich habe festgestellt, hey, ich bin schon in Diskussionen gekommen und muss ich sagen, ich höre auf zu diskutieren. Ohne Zweifel, wir ernähren uns nicht nur gesund in unserem Land, aber wir hätten die Möglichkeit für eine gesunde Ernährung, die uns ohne Zweifel hilft. Oder eine steile Karriere, Hobby und Sport. Wie viele Menschen leben dafür? 5 Tage arbeiten fürs Wochenende. Spiel und Spaß, Party und viele andere Dinge.
Nun, was wir nicht tun können, wir können heute Morgen nicht alle Wege miteinander betrachten. Aber wir wollen vielleicht die wichtigsten Gedanken einmal unter die Lupe nehmen, nämlich bringt mehr Wohlstand und alles, das wir tun, um den Wohlstand zu bekommen, bringt uns das wirklich mehr Geld. Und nicht mehr Geld, sondern mehr Glück, Entschuldigung. Es ist ohne Zweifel so, in den letzten 60 Jahren ist der Wohlstand in unserem Land enorm gestiegen. Ich habe letztens einen namhaften Politiker gehört, der hat gesagt, also wenn du wohlhabend werden willst, musst du in die Schweiz ziehen. Ich dachte, ich weiß nicht, ob das eine Einladung war an andere Länder, aber er hat ohne Zweifel etwas gesagt. Hier in der Schweiz haben viele Menschen gute Möglichkeiten, zum Wohlstand zu kommen. Und auf der anderen Seite schauen wir vielleicht einmal etwas kritischer hin und vielleicht auch mit Dingen, die uns in unserem Leben ganz persönlich auch betreffen. Ist denn wirklich unser Glück gestiegen mit dem Wohlstand, wenn wir verschiedene Lebensbereiche anschauen? Und das Erste ist, wollen wir einmal die Ehen miteinander anschauen. Es ist interessant, dass die Statistik aufzeigt, dass weltweit die Zahl der Ehescheidungen mit zunehmendem Wohlstand nicht etwa sinkt, sondern steigt. Und ich denke, Ehescheidungen, das wissen wir auch bei uns in unserem Land, die tun immer weh, sind für die Einzelnen enorm schmerzlich. Die Folgen aus einer Scheidung sind oft ganz, ganz, ganz schwierig, auch nachher zu tragen. Man denkt oft, wenn ich dann mal geschieden bin, geht es mir wieder gut. Und die Folgen, die man manchmal mitträgt, mit Kindern, die da sind, dem Ex und so weiter, sind gar nicht einfach. Ich habe es in meiner eigenen Familie miterlebt. Ich habe meine beste Cousine, die ich habe viele Cousinen und habe so eine Lieblingscousine gehabt als Teenager. Sie hat es selbst erlebt in der eigenen Familie, wie die Eltern in eine Trennung hineingekommen sind. Und ich habe so versucht, als Teenager Mut zu machen, ihr viele Tipps zu geben. Und heute im Nachhinein denke ich glaube, alle meine Tipps waren nichts wert. Ich habe gemerkt, ich bin eigentlich überfordert mit der Situation. Sie ist überfordert. Die Eltern sind überfordert. Und es hat so viel Leid hineingebracht. Nun, man könnte natürlich sagen, hey, ja, der Wohlstand hat das Scheiden erst möglich gemacht. Im Sinne von, zwei Leute sind natürlich dann gut abgesichert. Aber auf der anderen Seite sehen wir, dass Scheidungen keine wirklichen Probleme lösen. Vielleicht hilft es, wenn Menschen irgendwo sich trennen können, wenn Gewalt im Spiel ist und wenn es um den Schutz von Leben geht. Aber was wir ohne Zweifel haben, die Alltäglichkeit in unserem Land, dass Scheidung, ich sage mal, fast normal geworden ist, hat auch viel Leid, viel Schwieriges mitgebracht. Denn etwas beantwortet uns die Gesellschaft nicht. Sie gibt uns keine wirklichen Hilfen, dass es gar nicht erst so weit kommt. Und weißt du, was die Gesellschaft auch nicht tut? Sie gibt denen, die geschieden sind, nicht eine wirkliche Perspektive, nämlich all das durchzuverarbeiten, was man erlebt hat. Und ich denke an ein anderes Gebiet, das uns der Wohlstand ermöglicht hat, und das ist der Zugang zu Genussmitteln. Alkohol und viele andere Suchtmittel auf dieser Welt sind nicht gelöst worden durch den Wohlstand. Und die Folgen von risikoreichem Alkoholkonsum, die zeigen sich in vielen Auswirkungen, Schlägereien, häuslicher Gewalt, Autounfällen und vielem anderen. Ich kann mich erinnern, ich habe vor 2 Wochen hier ein Gespräch gehabt mit jemandem, der seither leidet, weil jemand alkoholisiert in die Person hineingefahren ist. Und die Antworten darauf sind manchmal ganz, ganz, ganz schwierig. Und wisst ihr, wir würden uns so wünschen, unsere Welt würde durch den ganzen Wohlstand doch besser werden. Auf der anderen Seite, wir haben mit so vielen Süchten in unserem Land zu kämpfen. Und die meisten, die sind hinter den Türen der Familien zu finden. Drogenkonsum, Abhängigkeit von Tabletten, zwanghaftes Spielen, Internet, Sexsucht und viele andere Dinge.
Und die Folgen auch daraus sind oft ganz, ganz schwierig. Kann bis dorthin führen. Ich habe selbst Menschen begleitet, da war die Polizei im Haus, hat den Computer mitgenommen. Dann gibt es Zerwürfnis in der Familie, manchmal sogar den Verlust des Arbeitsplatzes. Nun, wir könnten sagen, ja, aber wir haben noch etwas in der Schweiz. Wir sind gesund. Wir haben ein gutes Gesundheitssystem. Hast du das auch schon oft gehört? Hauptsache, man ist gesund. Und dann denken wir, Hauptsache, wenn du gesund bist, dann findest du, dann kannst du glücklich leben, dann kannst du froh und zufrieden sein. Auf der anderen Seite, die Folgen unserer ganzen Medizin, der ganzen Forschung daraus, respektive dem, was wir uns heute leisten können, sind nicht zu unterschätzen. Wir haben eine Explosion. Wann war es das letzte Mal, dass du Ende Jahr deine Police der Krankenkasse bekommen hast und dass darin stand, wir haben gute Mitteilungen, nächstes Jahr ist Ihre Prämie 10% tiefer. Ich warte immer noch auf den Brief, aber ich befürchte, fürs nächste Jahr wird es auch nicht besser werden. Warum? Spitzenmedizin kostet. Sie ermöglicht vieles und ich bin so dankbar für all diejenigen, die in den Genuss der Spitzenmedizin kommen. Dass Menschen geheilt werden dürfen von Krebs, von vielen anderen Krankheiten, dass Menschen neue Gelenke bekommen dürfen. Können heute fast jedes Körperteil einfach austauschen. Es ist gewaltig, was möglich ist. Aber auf der anderen Seite, wohin führt die Reise? Werden wir eines Tages wirklich eine Zweiklassenmedizin haben? Sich nur noch die wohlhabenden Dinge leisten können? Das ist schon heute so. Längst nicht jeder kann es sich leisten, privat versichert zu sein. Und wenn du eintrittst ins Spital, dann fragen sie dich, haben Sie eine Zusatzversicherung? Und dort spüren wir es schon, es gibt Klassen von Menschen. Und am Schluss fragt sich, wer soll das bezahlen? Ich möchte es mal so sagen, unsere Annahmen, dass uns diese Dinge glücklich machen, hat nicht wirklich zum Glück im Leben geführt. Vieles ist in unserer Gesellschaft einfach da als Realität. Scheidungen, Abhängigkeiten, Probleme und auch eine Ethik im medizinischen Bereich, die sehr, sehr anspruchsvoll ist zu lösen. Schaut, wir sind dankbar für vieles, das wir erreicht haben. Aber wir haben zugleich auch die Probleme in unserer Gesellschaft, die Probleme bis im eigenen Herzen, in den eigenen Beziehungen. Und der Grund liegt darin, dass wir auf die falsche Art und Weise nach dem Glück suchen. Die Bibel sagt, das Problem von uns Menschen ist, dass wir die wichtigste Beziehung, das wichtigste Ziel aus den Augen verloren haben. Und das ist eine persönliche Beziehung mit Gott zu suchen, die unser Leben auf eine Art und Weise mit Glück erfüllen kann, wie es nichts auf dieser Welt tun kann. Und ich freue mich, dass wir jetzt einen kurzen Video sehen können, wo Hans-Rudi Löpfe uns erzählt, wie er zum Glück gefunden hat. Eine schwere Krankheit im Juni 2015 hat mein Leben verändert. Ich war im Südtirol und habe dort eine Legionellenpneumonie aufgelesen. Ich bin dann im Koma gelegen, 2 Wochen lang, und meine Lunge hat versagt und meine Niere hat nicht mehr gearbeitet. Und in dieser Zeit war es ganz schwierig für mich. Die Ärzte haben gesagt, ich überlebe es nicht. Und hatte das Gefühl, auch vorher, dass das Glück, das bin ich, was Glück macht und niemand anders. Ich habe auch Menschen, die mit Gott unterwegs waren, habe ich belächelt und gefunden, ja, was die sagen. Und ich bin mein eigener Glücksschmied und niemand anderes hat etwas mit meinem Glück zu tun, schon gar nicht Gott. Ja, und dann in dieser Zeit vom Koma hatte ich auch ein Erlebnis gehabt, wo für mich ich eine Begegnung hatte mit dem Teufel, der mir gesagt hat, dass mein Leben keinen Sinn mehr hat und dass ich doch ins Jenseits gehen soll. Ich habe das nicht wahrhaben und ich habe gekämpft dagegen. Und meine Schwester hat zum Glück an meinem Bett gekämpft für mich, hat gebetet für mich. Was
mich sehr glücklich macht jetzt auch im Nachhinein. Ich habe dann aber durch das Ganze nicht das Gefühl gehabt, dass das etwas mit Gott zu tun hat, sondern ich habe das Gefühl gehabt, dass das einfach ein Glück war, wie man so Glück hat im Leben. Und ja, bin dann ins Tessin gefahren mit meiner grossen Maschine, mit einem grossen TÜV und hatte dort einen schweren TÜV-Unfall gehabt, habe mir an den Rückenwirbel gebrochen. Und als ich am Boden gelegen bin, hat eine Stimme in meinem Kopf gesagt, und jetzt lernst du endlich Jesus kennen. Das hat mich stark beeindruckt und ich habe dann angefangen, ganz intensiv in der Bibel zu lesen. Habe mir eine Kleingruppe gesucht, wo ich mit Christen zusammen sein kann und bin dann regelmässig in den Gottesdienst gegangen. Und bin heute wirklich froh, dass Jesus mich gerufen hat und dass ich jetzt mit Jesus meinen Weg gehen darf, dass ich das Licht sein darf in meinem Geschäft und ja, das macht mir auch wirklich Spass und ich merke, mein Leben ist komplett neu geworden und ich bin ein neuer Mensch geworden. Und ich danke Jesus dafür. Ja, Hans-Rudi sagte, und jetzt lernst du endlich Jesus kennen. Schon interessant. Kennt ihr es auch, dass ihr so spontane Gedanken habt, die zu euch kommen? Und ich stelle immer fest, die haben eigentlich 3 Merkmale. Entweder sind es Befürchtungen, die in mein Leben kommen. Dinge, wo ich weiß, die sind einfach gegen mich. Oder dann sind es so Hoffnungen, die in mein Leben kommen. Das sind die 2, die ich normalerweise kenne. Und dann gibt es anscheinend eine 3. Art von Gedanken, die zu uns Menschen kommen, wo es Gott ist, der unerwartet Dinge in unser Leben hineinspricht, in unser Herz hineinlegt, wo wir einfach spüren, das kommt nicht von mir. Und das ist nicht etwas gegen mich, sondern vermutlich ist es etwas für mich. Schaut, wir wollen es miteinander betrachten, was die Bibel zu diesen Dingen sagt. Wie finden wir das Glück? Und ganz am Anfang der Bibel, im 1. Buch Mose, dort heißt es und lesen wir, dass Gott den Menschen als ein lebendiges Gegenüber geschaffen hat. Ich möchte es mal so sagen, Gott hat sich nichts anderes gewünscht, als dass wir mit ihm jeden Tag am Tisch sitzen würden. Gott hat sich nichts anderes gewünscht, als dass wir mit ihm zusammen sind und wie mit dem besten Freund in unserem Leben eigentlich durchs Leben gehen. Er hat sich gewünscht, dass er unser bester Verbündeter sein könnte. Es ist interessant, wenn wir am Anfang lesen, wie Gott den Menschen geschaffen hat, dann sehen wir Folgendes: Er hatte immer das Beste für den Menschen zum Ziel. Gott ist nicht einer, der gegen uns ist, sondern einer, der für dich ist. Und er sich nichts sehnlicher wünscht in deinem Leben, sag mal, dass du eine Beziehung zu ihm wirklich bekommst. Aber was ist schiefgelaufen? Warum haben wir das nicht einfach als Menschen? Es gab eben eine Stimme der Verführung, eine Stimme, die auch Hans-Rudi hörte, die ihn so entmutigen wollte, dass er sich das Leben hätte nehmen sollen. Und der Mensch hat damals auf diese Stimme gehört und er tut es bis heute. Ich bin mein eigener Schmied von meinem Glück. Das ist eigentlich das. Wir wollen sein wie Gott. Wir wollen darüber bestimmen, wie unser Leben verlaufen soll und wie es glücklich wird. Und anstatt dass wir auf Gott hören, übertreten wir die Gebote von Gott. Und die Unzufriedenheit von der Bibel her betrachtet, die wir in unserem Leben haben, hat ihre tiefste Ursache eben nicht in der Armut oder im Mangel an Bildung oder medizinischer Betreuung, sondern in einer zerbrochenen Beziehung zu Gott, dass uns dieses fehlt. Ich sage mal so, dass es uns fehlt, dass wir angedockt sind an der Quelle des Lebens. Dass wir angedockt sind an der Kraft für unser Leben. Dass wir angedockt sind an der Liebe für unser Leben. Dass es uns fehlt. Und ich denke, wir kennen das schon, wenn menschliche Beziehungen belastet sind.
wie sich das negativ auf uns auswirkt. Und wisst ihr, was wir oft gar nicht realisieren, wie sehr es sich auswirkt, wenn wir die wichtigste Beziehung in unserem Leben nicht haben oder wenn wir diese vernachlässigen. Aber es heißt etwas in der Bibel, dass obwohl wir unsere eigenen Wege gewählt haben, obwohl wir unser Glück selbst machen wollten und Gott nicht vertraut haben, heißt es in 1. Johannes 4, Vers 10, das Einzigartige an dieser Liebe von Gott ist die, nicht wir haben Gott geliebt, sind wir ehrlich, wir sind nicht mit Liebe zu Gott auf die Welt gekommen. Und wir lieben ihn auch nicht einfach so über alles. Aber er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld frei zu sprechen. Und wisst ihr, das ist das, was die Bibel Schuld oder Sünde nennt. Dass wir unser Glück am falschen Ort im Leben gesucht haben und dass wir nicht Gott vertraut haben, unser Glück bei ihm zu suchen. Und das Herrliche ist das, dass Jesus nun gekommen ist und er sagt, ich gebe dir die Möglichkeit, von dieser Schuld, von dieser Sünde komplett frei zu werden. Der Glaube an Jesus Christus befreit uns von den beschränkten Glücksversprechen dieser Welt und den menschlichen Irrwegen, die uns nicht glücklich machen. Aber weil er unsere Sünde getragen hat, öffnet er uns diese Tür zum Vaterhaus oder ich sage mal in die Gemeinschaft, in die Versöhnung, in die Beziehung mit Gott und zum wahren Glück. Ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Leben, aber wenn du dieses Glück mit Jesus noch nicht gefunden hast, dann bist du in deinem Leben vermutlich immer noch auf irgendeine Art und Weise dich selbst am Bemühen, das Glück zu finden. Und weißt du, was Jesus sagt? Er hat einmal etwas Herrliches gesagt. Er sagte, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Wow! Weißt du was, ich kenne niemanden auf dieser Welt, der den Menschen solch ein Angebot macht. Jesus sagt, hey, weißt du was, komm aus dem Stress, komm aus dem Suchen raus. Ich möchte dir Ruhe geben. Ich möchte dir Frieden geben. Ich möchte dir Zukunft geben. Die Frage ist die wir uns heute Morgen stellen wollen. Hey, was tun wir? Was tun wir nun am heutigen Tag? Wir haben eigentlich zwei Möglichkeiten. Wir können entweder die bisherigen Wege, die wir gegangen sind, die bisherigen Wege zum Glück weiterverfolgen und hoffen, dass sie uns Glück bringen. Oder wir können auf der anderen Seite eine Entscheidung treffen und sagen, weißt du was, ich sehe irgendwo ein, es wird mich am Schluss nicht so glücklich machen, wie ich das eigentlich möchte. Und den anderen Weg wählen, den Weg, den uns Jesus anbietet, den Weg zum Glück zu gehen, indem wir in eine ganz persönliche Beziehung zu Gott hineintreten. In eine Beziehung, wo Gott uns vergibt, in eine Beziehung, wo Gott uns heilt vom Erlebten, in eine Beziehung, wo wir Frieden bekommen mit ihm. Und wisst ihr, das macht mich am Schluss so glücklich. Eine Beziehung, wo ich jeden Tag mich verbinden darf mit dieser Quelle des Glücks. Egal was geschieht. Auch wenn es im Job nicht gut geht, auch wenn Beziehungen belastet sind, auch wenn ich an die Grenzen komme im Leben, ich habe Zugang zum Glück. Wie kann man diese Beziehung zu ihm aufnehmen? Wie kann man solch eine Beziehung starten? Ich möchte euch jetzt noch ein Gebet vor Augen führen, das dieses so herrlich beschreibt. Es ist nicht so in der Bibel geschrieben, aber es ist eigentlich eine Zusammenfassung von dem, was wir gehört haben. Man kann so beten: Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe oder dass ich meine eigenen Wege zum Glück gegangen bin und darauf vertraut habe und dass ich darum von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du mir meine Sünden vergeben hast, weil Jesus Christus
für mich gestorben ist und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, bitte übernimm du die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Es ist eigentlich ein ganz einfaches Gebet. Und ich bin jetzt seit vielen, vielen Jahren mit Jesus unterwegs und ich merke, hey, in diesen wenigen Versen, in diesen wenigen Zeilen ist immer noch das Entscheidende drin, wo ich merke, ich muss in meinem eigenen Leben immer wieder neu justieren. Und ich möchte dir sagen, vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs. Weißt du was, es ist nicht selbstverständlich, dass Jesus das Glück bleibt. Ich habe festgestellt, hey, dass die anderen Wege, die uns diese Welt anbietet, immer wieder kommen und uns verlocken wollen. Und ich möchte dir sagen, auch wenn du Jesus schon lange kennst, weißt du was, es lohnt sich, an diesem Tag dein Herz und deine Gedanken wieder festzumachen in dem, was du eigentlich weißt. Jesus, die Beziehung zu dir, die Connection zu dir, die Zeit mit dir, das Reden mit dir, das Gebet mit dir, das ist die Quelle meines Glücks. Darum haben wir Gebetswoche nächste Woche. Darum treffen wir uns jeden Abend zum Gebet, um diese Beziehung zu pflegen, zu vertiefen. Wisst ihr, ich hab eines festgestellt, als ich sowas von verliebt war in meine Frau am Anfang. Bin es heute immer noch, aber etwas anders. Ich habe alles dran gesetzt, jede freie Minute, die ich hatte, mit ihr zu verbringen. Und es tut etwas mit einem, Zeit mit Jesus zu verbringen. Und vielleicht bist du hier an diesem Tag und du sagst, hey, weißt du was, ich habe diesen Weg noch nie gewählt. Ich möchte dich heute einladen, dieses Gebet jetzt dann mitzubeten. Ich möchte dich einladen, hey, diesem Weg zum Glück zu vertrauen und deine Hoffnung wirklich auf Jesus und eine persönliche Beziehung zu Gott zu setzen, dem König der Könige, dem Herrn der Herren, der Quelle des Lebens, dem Urheber allen echten und wahren Glücks. Ich möchte noch beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns Menschen so gut kennst. Und du weißt, wie wir als Menschen uns so bemühen, glücklich zu werden. Ich glaube, du hast den Wunsch in unser Leben gelegt. Und Jesus, du weißt, wo jeder einzelne von uns steht. Du kennst das Maß des Glücks in jedem von uns. Und ich weiß eins, dass du uns heute Morgen einlädst, dir zu vertrauen und nicht den Versprechungen dieser Welt. Dass du uns einlädst, deiner Liebe zu vertrauen und nicht einem System von Wirtschaft und von menschlichem Erfolg und Misserfolg, sondern dir und deiner ewig liebenden Person. Und wenn wir so im Gebet sind, wenn wir unsere Augen geschlossen haben, möchte ich fragen, ist jemand hier an diesem Morgen, der sagt, hey, weißt du was, ich möchte diese Beziehung zu Gott. Ich möchte diese Beziehung zu Gott aufnehmen. Ich möchte mich an diesem Tag entscheiden, hey, diesen Weg zum Glück zu suchen, indem ich eine Beziehung mit Gott beginnen und aufbauen möchte. Und wenn das dein Wunsch ist, bitte heb doch für einen kleinen Moment einfach deine Hand. Gib mir so ein kurzes Zeichen, dass ich weiß, hey, du möchtest das. Gib Gott ein kurzes Zeichen, du möchtest das. Ich danke dir. Es sind noch andere Menschen dir. Dankeschön, Dankeschön. Hey, das ist herrlich. Und ich möchte auch die Menschen, die schon länger glauben, ich möchte auch dich bitten, dass du an diesem Tag vielleicht eine frische Entscheidung triffst. Wo suchst du das Glück wirklich? Ist es Jesus in deinem Leben? Und jetzt möchte ich uns einladen, dass wir dieses Gebet noch miteinander beten. Lasst uns doch dazu aufstehen. Und du darfst es so ganz zu deinem eigenen Gebet machen. Und sprechen wir es doch alle laut an diesem Tag miteinander. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, bitte übernimm die Herrschaft in meinem Leben
und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Amen. Und ich möchte dir eines sagen, weißt du was? Gott sagt, wenn wir beten, erhört Gott unser Gebet. Er hat dein Gebet erhört. Und ich möchte dir sagen, heute ist der erste Tag für dich in deinem neuen Leben mit Gott. Und er wird anfangen, etwas zu tun in deinem Leben, das Friede und das Glück bewirkt. Heute, ich sage mal, ist diese Quelle von Gott in deinem Leben freigesetzt worden, dass etwas Neues beginnen kann.